Goedemorgens, levenswasser kwijt. Mijn naam is Giesbrecht. Ik vind het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie wat onze livestream kijken, dankjewel voor de gelegenheid dat we kunnen met jullie top op deze weg gaan lopen en prijzen van de zondag morgens. Ik wil gleich de eerste aanvangen met de bekonmerking. Oktober de 9e hier on zondag morgens hier bij levenswasser kwijt, dat we die gelegenheid geven onze vision klos sterk te gaan. En die vraagt zich vielleicht, voor wem is de vision klos? Wel, de vision klos is voor alle wat we gleich in meer informatie te hebben van levenswasser als een kwijt. Wo we schaffen doen, wat we geloven doen. De vision klos is ook verzonnen dat we gleich een maathelper te worden. En de vision klos is ook verzonnen dat we gleich een glied te worden, hier bij levenswasser kwijt. So, wenn die ein von diesen drei Dingen interessieren, dann freue ich mich, dass die Information dash gehen das, zum die abschreiben für Vision Klos, Oktober den 9. Oktober den 30. planen wir alle neue Glieder abzunehmen, hier bei Lebenswasser Kwijt und Sonntag morgens. Und so, wenn die sagen, dass die was Lebenswasser Kwijt, die eine Tüße Kwijt merken, dann will ich die einladen, Port zu nehmen und diese Gliederschaft Abnehmung Oktober den 30. Die freuen bloß, dass die erste Vision Klos nehmen das. En die nächste Gelegenheit te nemen is Oktober den 8. So schrijf je wel bij de informatie daar op de Vision Klos. Vielleicht hast du die Vision Klos al genomen. Dan vragen we bloß dat die informatie daar goed is, om die abschrijven voor Gliederschaft Abnehmung Oktober den 30. Oktober den 16. planen wir een Kindersegnung te hebben, hier bij Levenswasser Kwijt und Sonntag morgens. En so, wenn du Kinder hast zwischen 0 und 5 Jahre alt, und du wirst gleich noch Videos kwijt werden und sehen beten über deine Kinder, über deine ganze Familie, dann will ich die Mutter sprechen, mit der Information das zu gehen, um die abschreiben für Kindersegnung Oktober den 16. Wir kriegen uns so fertig, um uns 15 Jahresfest feiern von Lebenswasser Kwijt mit jeder ein von uns. En dan werden ze de nächste paar Werke, wo wir das zelebrieren. So, ich will ein kleines Zeit nehmen, an diese Bemerkung zu mir krank erklären, was alles angehen für diesen 15 Jahresfest. So, das erste Ding, was wir wollen tun, um uns 15 Jahresfest feiern, hier bei Lebenswasser Kwijt, das ist ein abkommender Sonntag, September den 25. da wir kriegen nur 30 Jahre. Und so, der Gottesdienst Klangteam wollen Kraxis gewöhnlich sein. Kinder Kwijt wird Kraxis gewöhnlich ran. Aber hier eine Gottesdienst, waar we 3 kriegen über die letzten 15 Jahre und wir wollen 30 Jahre gehen. Und es steht unsere gewöhnliche Anbetungsleute hier singen, weil wir Anbetungsleute singen, was wir über die letzten 15 Jahre gesungen haben. Some von den Leuten wollen vielleicht auch 15 Jahre alt sein, 10 Jahre alt sein, 5 Jahre alt sein. Und wir wollen diese alle Anbetungsleute singen, was wir 30 Jahre haben gesungen. Und dann steht eine Botschaft hier in den Gottesdienst, wo wir auch von Menschen hören, die wir von der Anfang von dem Lebenswasser Anfang aus der Kwijt. Und wir wollen Geschichten hören, wir wollen Predigten und wir wollen bloß zelebrieren die Schönheit von Gott und wo wirklich Gott hat Lebenswasser gesehen über diese letzten 15 Jahre. So, das wird ein ganz besonderer Gottesdienst sein, wo die nicht was vermissen. Das zweite Ding, was wir wollen tun, um uns 15 Jahresfest feiern, wird September den 29. und September den 30. sein, Klock 7 Uhr hier bei Levenswasser Kwijt. Wir haben dafür Types und Freunde eingeladen von Paraguay rüberzukommen und die wollen uns hier mit einem Konzert bringen. Second Chance, das ist eine lokale Gruppe von hier Raum, wo auch Musik spielen wird. Die wollen hier auch sein und die wollen uns alle top mit einem Konzert verbringen. So, da wird Bühne auf uns Hof sein. So, ich will über das Motor sprechen, bring Steuer mit, dass wir und deine Familie können gemütlich hier Bühne auf uns Hof sein. Ich will die Motor sprechen, zu deinen Freunden und Familie einladen, rüberzukommen. Und ich will die einladen, da wird 50 Peso auf die Person kosten. Von 0 bis 5 Jahren für so eine Kinder, die brauchen nicht zu uns hineinkommen. So, für alle Menschen 5 Jahre und älter, da wird 50 Peso kosten. Und ich will über das Motor sprechen, lade deine Freunde und Familie an. September den 29. und September den 30. Klock 7 Uhr, zum ein Konzert anhören, hier Bühne auf uns Hof. Und dann das dritte und letzte Ding, was wir wollen tun, um uns 15 Jahresfest feiern, das ist mit einem Kindertag an Oktober den 2. Oktober den 2. das ist ein Sonntag, so hier wird Gottesdienst sein, so ist gewöhnlich. Nun Gottesdienst, wo wir jeden Mittag eintreten für jeder einen von uns, für ihre Freunde und Familie, die können einladen. Und wir wollen schwingt alle Welt haben und da wird ganz entspannt sein. So bleibt hier nun Gottesdienst für schöne Ehen. Nur dort Ehen wollen die Games und Aktivitäten sein für ihre Kinder, auch für ihnen als Eltern. Da wird eine Zeit sein, wo ihr Gemeinschaft bauen, es gut knacken, bis eine gute Zeit haben.
Wir haben einen großen Weg durch einen Kornstab gemerkt, wo die und deine Freunde proben durchzufangen. Und da wird bloß eine gute Zeit sein von Aktivitäten, Games und dann noch Klockpfeife sowas, wo wir hier noch ein Konzert haben. Da wird beide von David tief sein, aber da wird auch Lebenswasser und Anbetung, Musik spielen. Und so die Wasser nicht vermissen. Lud deine Freunde und Familie an Riete kommen, Oktober den 2. für gute Eden, für gute Games und für gute Musik. Sei bei uns da. Das sind alle Bekommmerkungen für diese Werk. Das nächste, was wir in der Zeit von Anbetung angehen. Guten Morgen, Lebenswasserfamilie, wie frei uns, dass ihr hier seid. Gott ist reut. Von der, weil wir unsere harten Fighter heben, um Armloben zu pressen. Everybody ready? Wie singt zu dem Gott, der Jas? Wie singt zu dem Gott, der Wort für ewig sein? Welche fängt es der nu? Heu mürken war ich durch du Meer. Mein Gott, heu auf den Kopf gewohnt. Du hast Frieden in dem Horn sein Hüs. Du hast Frieden in dem Horn sein Hüs von dir. In wie wollen nicht da sein. Wir singen den Preis, du hast Frieden in dem Horn sein Hüs. Sag ja, als Gott in dieser steht, denn wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis, oh, oh, oh. Wir singen den Preis. Wir singen zu dem Gott, der Halt. Wir singen zu dem Gott, der Rat. Vi sing till dem Gott, der jammer merkt ein Wort. Wenn ich hund und kriegt, in ein Stund ab ut och grov, min Gott heurat noch steiner Wort. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus, du hast Frieden in dem Horn sin Hus von der, denn wir wollen nicht da sein. Vi singen din Preis, du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Sag ja, als Gott in dieser steht, denn wir wollen nicht da sein. Wir singen din Preis. Wie wir im Prakas, wann sagt wie königlich, wie wir in Gefangene, aber nu sind wir frei. Vi sind förgift und genommen durch knudlöse Kraft. Låt den Horn sin Hus pressen. Wie wir im Prakas, nu sind wir königlich. Wie wir in Gefangene, aber nu sind wir frei. Vi sind förgift und genommen durch knudlöse Kraft. Låt den Horn sin Hus pressen. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Du hast Frieden in den Horn sin Hus von der. Denn wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Sag ja, als Gott in dieser steht. Denn wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus von der. Und wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Du hast Frieden in dem Horn sin Hus. Sag ja, als Gott in dieser steht. Und wir wollen nicht da sein. Wir singen den Preis. Wir singen den Preis. Wir singen den Preis. Wir singen den Preis. Jo, wir singen den Preis. Wir wollen den nie Leuten anbringen. Und das kommt gerade so uit, dat wir kommen ab in unsere 15 Jahre von Lebenswasser.
En ik geloof dat het een fijne moment, niet bloos voor die tijd, maar ook voor die tijd. Maar ook voor onszelf. Denken, wie de Leute sagt, wie kom met een verlangen. En ik kijk drie, en ik ga je hier. Wenn ich heute anfange, da wie ein Traum, da wie eine Vision, aber da wie Verlangen. Da Gott wird durchkommen, wegen allein kann ich das nicht. Und ich glaube, dort halt für, wenn wir drei checken, in dem Moment, wo wir neu sind, wenn wir checken, wenn wir kommen mit einem Verlangen, wegen uns Gott, heute ist Gott ewig Allmählichkeit. Die Dinge, die vielleicht allmählich läuten, werden mählich, wenn Gott erst war heute ist. Und ich glaube wirklich, dass Gott seine volle Ehe, dass wir hier von dir sind. Nicht bloß ist nicht stark hier das Lebenswasser, aber das Menschen alle taub. Wer wir dort wahrnehmen, wer wir dort anwenden. Und wenn wir durch das Leute gehen, wer wir dort Leuten eine Wahrheit von uns leben wollen. Dat we dort Vater jeder Tag worden anwollen. Gott, du bist Gott über Allmählichkeit. Du bist Herr über alles. Wir kommen mit dem Verlangen. Du
sentimbo Ake mine gonsan Laat mig grym fordi Dum hvor du varste Dum hvor du varste Laat mig grym fordi Dum hvor du varste Dum hvor du varste Werkelijk God, die op je knieën verder liggen. Weet je aan zo hard in dit moment, God, dat we einfach reut zijn dienen staan te heren. Wie willen reut zijn Sachen handzuleien, wat ons bedreigen, wat ons schwach fällt, God. Merkt je aan zo hard op, Jesus, merkt je aan zo hard op. Heilige Geist, rede nu in dit moment zu uns. Du bist hier, Gott, du bist hier. Denn jeder kann, danke mine gonsan, danke mine gonsan. Hier layak dorolan, jeder wächten, jeder kann, danke mine gonsan. Laat mir grün für die.
Du best alles vad jag vill. Jag är min gånsan. Jag är min gånsan. Hela jag dålarna. Du best alles vad jag vill. Jag är min gånsan. Jag är min gånsan. Gott, du bist groot. Du bist so groot. Du bist der Einzige, der uns kann abheben. Durch die nun verherrlicht worden. So ein Wunder, wo du der Welt in deine Ohnmacht berührst. Ich soll dich stürzt, ich hier du Lüder rumlehn, dein ganze Schar vom Krieg von deiner Kraft. Dann singt mein Hort, mein brader Gott, nur die. Wo groot bist du? Wo groot bist du? Dann singt mein Hort, mein brader Gott, nur die. Wo groot bist du? Sin eins ja sehen jäuf, schackt am Kries, konnt und nicht verstehen. Dort heu Kries, ganz wahrlich wird Lieden, heu bladen Stoff, Termine sind betont. Dann singt mein Hort, mein rader Gott, nur die. Wo groot bist du? Wo groot bist du? Dann singt mein Hort, mein rader Gott, nur die. Wo groot bist du? Nehmt min hus, för från min hårt fått sen. Jag ber mig då, en dag mot far min rada, en röpt nytt, min God för gröt bäst du.
zien dat Leid van hoe groot du bist. En wat auch das sei ja persönlich zu uns, wenn wir bis denken an den Tag, wo wir fertig stehen, und bloß wenn wir denken, dass du gingst um Krieg, bloß Krieg für mich. Wie wundervoll das ist, all das, was wir können sein, die ganze Welt, was wir können sein, und danach wirst du besorgt an mich persönlich. Und wenn ich will verdient Thron sein, wo ich bis nicht kann abhören mit die Loben und die Preisen und die Danken für wer du bist. Dankeschön Gott. Für so groß sein, aber danach an mich zu kommen. Amen. Amen. Wenn wir Jesus noch Hand geben, heißt so Gott, right? Amen. Amen. Ich würde freuen, dass ihr bis kriegt, ein bisschen stehen bleiben, wo ihr seid. Mir hat hier ein klein bisschen Zeit zu nehmen und bloß beten über unser Land, über unsere Lehrer im Land, über unsere ganze Country. Wir sind in das Werk, in dem Monat, von wo wir bloß feiern, was Mexiko hat getan in der Vergangenheit, was von der auch noch einmal tut. Und wir zelebrieren bis zu Mexiko. Und ich dachte an den Vers in Psalm 121, wo der Psalmist sagt, dass ich kijk naar meine Uhren und kijk naar den Boy. Und ich sage, ich habe meine Help von dem Boy. Und dann beantwortet er das selbst und sagt, no, meine Help kommt nicht von dem Boy. Meine Help kommt von dem Vater im Himmel, was die Erde im Himmel geschaffen hat. Und manchmal für uns kommt es darauf an, dass wir vielleicht noch einen Präsident kicken, oder wir kicken noch den Gouverneur, oder wir kicken noch den Lehrer, und wir sagen, die sollen uns mal halten. Sollen die nicht mal kommen uns halten? Und der Psalmist, der sagt, meine Help kommt von dem Vater im Himmel, was den Himmel und Erde gemerkt hat und hat für mich gemerkt. Von dort kommt unsere Help. Und so, ich glaube, dass ich weiß, dass Gott die Lehrer angeführt in uns Land. Wie weiter dort, der schreibt, der sagt, er hat das Government angeführt, das sagt, dass das Government, der wird auf seine Schulter rühren. So, das Government, der ist auf der Arm. Und so, was er hat gefragt, uns zu tun, als Christen hier von der, dort ist, dass wir unsere Lehrer variieren und für die beten. Und ich dachte, das wäre so viel mal, also kriegt das der Unterschied, was wir tun. Kriegt das Opposite, kriegt das andere Ding over. Wir sind hier und wir lohnen und wir sagen, wo das alle Arrechheit mit unseren Lehrern und wenn mal das würde tun oder wenn sie mal das würde fixen oder was immer das ist. Und Gott hat gesagt, ihr sollt die ehren und ihr sollt beten für dich. Now, wenn wir sagen, dass wir dann die ehren, das meint nicht, dass wir mit alles mitgehen, aber Gott hat uns eine Stelle gegeben und dort ist, um für dich zu beten. Und so von der würde ich bloß gleich mit YouTube eine Karte stellen, Zeit zu nehmen und bloß für Gott kommen, vielleicht even um Verzeihung fragen, wo wir als Christen haben auch geredet über unser Government. Und so wollen wir beten. Vor dem Himmel, wir kommen zu dir und wir kommen zu dir in diese unsichere Zeit. Wenn wir vorab kicken und wenn wir ein bisschen hören, was da angeht, dann würden wir sagen, das ist ein bisschen eine unsichere Zeit. Wir danken dir, Gott, dass du sicher stehst. Dankeschön, Gott, für den Frieden, der an uns lebt, den Frieden, den du uns gegeben hast. Wenn wir in die Zukunft kicken, das ist manchmal ein bisschen dunkel. Und danach bist du der Licht, das auf unseren Weg scheint und uns immer weiterweist, wo wir gehen sollen. Ich freue mich bloß, dass du uns als Christen vergeben und uns halten, dass wir nicht Verbrechen hineinreden, wenn Politik, wenn wer nu Rand oder wer nu Präsident ist oder wer nicht. Aber halt uns, dass wir als Kirche können taubstehen, als Lebenswasser der Kirche und als Diener Kirche, dass wir uns taubstehen in Einigkeit und dass wir ein Hort haben von Siegen noch Justice, noch Dinge, die abrechtig sind. Dass wir nicht mitgehen, aber wir wirklich nur Siegen, noch Dinge, die abrechtig sind. Vielmal vorher dann sehr wie undankbar. Über uns Land, über unsere Lehrer. Und wir freuen uns um Verzeihung von dir. Und wir freuen uns, dass du uns ein dankbares Wort geben für das Leben, das wir haben, für die Freiheit, die wir haben, dass wir hier taub kommen, wir können Kirche Glauben ausleben, dass wir die Freiheit haben, mit unseren Kindern taub unseren Traum auszuleben und zu schaffen und Dinge abzubauen und bloß verweichlichen Dankeschön, dass du uns das hast gegeben. Ich freue mich, dass du uns Heilung geben von unserer Vergangenheit, wo wir auch gegangen und ich freue mich, dass du uns Weisheit geben und du uns Kraft geben, um zu leben von der, wo wir von der sind.
als Christen in dieser Welt. Dankeschön Gott für dein Wort, was uns Richtung gibt. Dankeschön für deine Kraft, was uns beschützen wird. Und ich will, dass du uns was Mut geben, Courage geben, dass wir können verweicht gehen und nicht zurückhalten in der Zeit, wo wir bijna leben. Help uns, dass wir können demütig bleiben, dass wir nicht groß waren mit den Dingen, die wir erreichen in das Leben oder even in das Land hier. Vater, Dankeschön für so viel Segnung, was du uns gibst. Und du sagst, dass du hast das Government angeführt. Und von der beten wir für uns Präsident in das ganze Land, für Präsident AMLO, seine Frau, seine Familie, seine Kinder. Wir beten bloß in Weisheit, Gesundheit, in Richtung über ihm, dass er was Hart hat, noch Einigkeit schaffen und so leiden, dass du, was du davon kriegen. Wir beten auch für unseren Gouverneur hier in der State und wir beten für unseren Präsident hier in unserer lokalen Gegend. Wir danken dir für die Soldaten, die in unserer Gegend sind, die uns Sicherheit, für die Polizei, für die Menschen, die uns streben nach Sicherheit. Und ich freue mich, dass du die Familien, ihre Familien alle beschützen, Sicherheit. Wir heben nicht ab nach dir. Wir danken, dass sie hier in das Land sind. Und wir beten bloß Sicherheit und Weisheit über Ernst. Wir freuen uns alles in deinem Namen und help uns, treu zu sein zu dem, was du uns hast hier oben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Vielen Dank schön für Potsdam, für nicht, die können in Dual sagen. Noch einmal, good morning alle, welcome alle hier. Das ist so gut, dass die hier sind von der aus zum Morgen. Mir freut, dass die in Lebenswasser sind, von der mit uns taugt. Dankeschön für all die, die online sind, uns checken down, vielleicht von in dieser Gegend, vielleicht von weit auf, wo immer die uns checken down, schreibt uns. Und ich dachte auch von der aus, dass es würde interessant sein, was die, die online sind, wenn die uns würde schreiben und sagen, wie lange die uns gekickt haben. Wie lange Zeit haben das getan? Wir sind in dieser Zeit, wo wir uns 15 Jahreszeit spenden oder zelebrieren. Und sagt uns mit, wie lange die uns gekickt haben, von wo ihr sind, und bis dass wir können weiter, dass die auch Port sind von Lebenswasser. Für die, die hier sind im Haus, vielleicht nie, vielleicht seid ihr zurückgekommen, vielleicht kommt ihr uns besuchen von der, was immer das ist. Dankeschön für mit uns zu sein in diesem Service. Mir hat hier hast du noch eine Bekanntmerkung, Maya zu tun, ein klein bisschen unsere Vision verteilt von unserer Jugend und auch nur dort dann, was unser Guest-Speaker uns jassen abkommt. Bei mir hat hier ein klein bisschen zu reden von unserer Jugend. So wir merken eine Ändernis in unser Jugendprogramm und unsere Jugend, die hat bei New Jahren mit wo die Jugend nach der Jugend kommt von 13 Jahren bis 25 Jahren. Und wir merken da ein bisschen eine Ändernis. Ich soll vielleicht hier anchecken, wenn das hier sind meine Jugend hier, aber die sind doch alle erwähnt. Aber anyway, unsere Jugend, die kommt hier an von 13 Jahren ganz bis 25 Jahren. Und wir werden eine Ändernis merken in der ersten bisschen 9 Teil. Und dort werden wir diesen Monat dann, nächsten Monat, actually Oktober den 19. Dann fängt das an. So was wir werden dann als 13 bis 18 Jahre, die waren an dem Medweg einmal hier ankommen, die waren verschiedenste Dinge, Aktivitäten hier haben, was eine neue Lehrerschaft sind. Jakey und Cindy und Winona Lowen und das sind noch mehr, was die Jugend gelehrt hat. Die wurden rausgestoßen, die wurden eine neue Lehrerschaft ankommen. Und der Lehrer von das alle Eva stahlen, das ist Rebecca Giesbrecht. So Rebecca wird das leiden für die erste Zeit mit dieser Jugend. Und so die alles, die waren von 13 bis 18 Jahre alt. Und wir werden some Dinge andere in der Jugend Regeln, was wir da haben. Some Regeln wurden rausgenommen. Und some Dinge waren andere. Die ganze Programme wurden ein bisschen andere, wurden andere, bisschen andere Settings sind mit anderen Lehrerschaft, was dann kommt. Das tun wir nicht, wenn die Lehrerschaft, was da bauen wir, irgendwas hat Arbeit getan, oder dort wird Arbeit wir mit den Lehrern. Sie haben für 7 Jahre dort gedient als Lehrer. Und das ist ein bisschen eine andere Season in ihr Leben, so sie gehen ein bisschen wieder raus. Und some andere Areas dienen in der Kirche und kommen die anderen neue Lehrer schnell. Und so für die Jugend ist das ein bisschen sehr exciting Ding. Ich hoffe, die kicken auch fair für dort. Und so, das Worte waren mit Rebecca Taubtet Leiden, dort sind Rigo und Susie Petko. Und dann sind da mehr Lehrer, die mit ihren Taub worden ankommen. Und dann ist ein ganz neues Programm, das wir anfangen.
En dat is de jugend van 19 en de heg. Voor die wil we een programma aanvangen dat die kunnen eenmaal de maand, waar we nu wenigstens aanvangen, hier bij de kerk komen. Dat lijkt wat niet hier zo bij zijn, vielleicht in een Fairlife, wat zeer interessant, dat de atmosfeer, de setting daar zijn voor jullie. So je kan doorgaan komen. En daar zeggen we ook dat de 19 en alle, daar kunnen ook jonge couples aankomen. We hebben in dit jaar zeer veel jonge couples wat zich bevrijd hebben, jonge liedjes. En die weten ook meestal, hoe zal ik gaan doen. En wanneer dat interesseert, die kunnen er ook aankomen. En daar hebben we niet in alle gaan gedaan. Maar wie hij zegt, de jonge couples gaan ook naar de young adults komen, wanneer ze nog niet kinderen hebben. En zo dat van 19 en een heg. Dat wordt ook een zeer interessante programma zijn. Dat hebben we nog niet al gedaan. Ik geloof ook niet dat er zo wordt staat eerst in onze jeen. Zo voor die wordt de 19 en alle zijn, laat jullie vrienden aan, wat een zeer goede tijd zijn op dit programma. En zo wordt het wat schaffen is, voor die wat de 18 zijn, die kunnen niet naar een programma gaan waar die 19 en alle zijn, maar wanneer de 19 of 20 jaar zijn, die hebben nog vrienden. En dit is iets waar die met de jongeren zijn, die kunnen door aankomen. En zo laten we een beetje meer details hebben van dat. De oorzaak waarom we dit doen is, we zijn den onderscheid wat we hebben gemerkt in onze kinderkerk. Eerst einmal hadden we de kinder ganz van kleine kinder, wel van 6 jaar tot 12 jaar, alle in eine klas. En dan bieden we hier zo aan, en daar de klassen apart stellen, de kinderkerk apart, wo dat nu is van 6 tot 8. En dan van 8 oder 9 bis 12, die zijn apart in eine stoel. En we zijn een beetje wel van onderscheid. Wie kunnen erg beter leren, dat verhoudt zich beter met de kinderen. De ganz kleine kinderen, die kijken alle een beetje in de level. En de grotere kinderen, die hebben alle niveau wat ze met top zijn. En zo zijn we dat ook met de jugend. Wanneer we de alles een beetje apart doen, hebben we vielleicht meer wat we kunnen aanladen, wat de 19 en alle zijn. En dan we worden het zeer interessant merken. En een nieuw programma aanvangen voor die wat de 13 tot 18 zijn, wat een zeer goede tijd zijn. We worden, zoals ik zei, waar some regelen worden ändern. Een van de regelen wat we willen ändern is, we weer zeer strikt, zeer feierkantig wil je zeggen, met onze dating rules, dat die zullen niet dating bij de kerk. En daar hebben we op eenmaal gezegd dat we als leiders van de kerk, we zijn niet hier om jullie policen, oder jullie kinderen policen, als die dating doen. We willen zijn bij de kerk als een fijne stad, waar ze kunnen een partner vinden, waar ze alles is. Ik geloof hier is een goede stad. En zo so, wordt wenn dan vielleicht een klein beetje even gezegd zijn, maar er worden some dingen raufgehoven worden, dat ik kan herkomen en hier goede vrienden vinden en goede gemeenschap hebben, goede leer hebben. Een leer wat de krijgt voor het niveau is, dat zij dat beter verstaan kan, voor de ouderen vielleicht een beetje wo ze schaffen kunnen, investments en arbeid en zo'n dingen. En some van de jongeren wat een beetje andere programma's zijn. En zo dat is wat we daar zo doen. Ik wil ook hier zo nog zeggen dat voor de jugend en medwerk hebben we immer door eten. En dit eten, dat wordt er bloos umsonst aangebracht van jullie ouderen. We immer door wel kunnen eten aanbrengen. En zo we zijn dat als een goede ding aan een medwerk, wanneer eten is voor de jugend, die kan bestop zetten en vertalen. En zo wanneer je voor de gleiche eten door hand te brengen, dan reed met Benny en Tina Thiessen, manchmal noch nicht an Teika Thiessen, aber anyway, zij komen zich aan dat eten alle. Je hebt een phone call en zegt, hey, ik wil gleich een eten te geven bij de jugend, en zij worden dat opzetten voor jullie. En zo dat zijn die dingen wat we ändern in de jugend, en dat komt op hier ongeveer een maand weer, wel we aanvangen met dat. Zo we kijken verder weg, ten bloos God leven en mensen doen, en dit doen wel we op zo'n weg doen, dat het aantrekkend is voor de alle en jeder alle wat de jugend dan is. So kijken verder weg voor den change wat we daar merken. De nächste wel we de boodschap hebben, en we hebben van der onze gast hier, Ben Giesbrecht. Ben en Margie die zijn hier. En Ben heeft jaren in de kerk geschafft, als een missionair geschafft, en ruim je voor andere kerken gehalten. En we hebben over de laatste jaren nog een beetje betere connection hebben met hen, vriend worden met hen. En ik voel me manchmal meest een beetje schuldig, wenn we hebben beide van ihre kinderen hier gaan gehoord en die schaffen hier aan de kerk. Kenneth Giesbrecht is, die wat de announcement deed. Kenneth en Lizzie, die zijn in onze kerk. Rebecca rand onze ganze kinderkerk en de jugend alle. En zo ik dacht plus dat het wordt interessant zijn, want we willen Ben en Margie eeren voor ons loten ihre kinderen hier brengen in de kerk. So would je beide opstaan, nou wel we een plus naar hand geven. So dit zijn Ben en Margie. Dank schön für jullie kinderen hier loten bij ons serven. So Ben, come on up. Het is die tijd hier.
Gemorjes Lebenswasser. Mijn naam is Giesbrecht, das ist ja Hirden. Und Jacob, der hat al ungefähr alles gesagt, was ich will sein, von wer wir sind. Ne? So, hij hat eine gute Arbeit getan. Wir sind von Durango. Wir haben auch eine Kirche, wo uns das Scheinjahr mithalten. Wir haben die Lebenskirche. Und wir haben so eine gute Gemeinschaft mit Jüngern und mit jungen Lehrern. Einmal in der Kirche hat mir das, wenn du hast was gesagt, dann habe ich gesagt, Lebenswasser, wo ich will sein, Lebenskirche. So, aber anyway, wir schaffen gut, wir freuen uns, dass wir so eine gute Gemeinschaft haben, wo wir uns Kirchen unterstützen, als Elders, Board of Elders, Board of Elders. Wir haben Teil von der gelehrt. Wir als Board of Elders starten Durango. Wir nehmen einmal Zeit, um für junge Lehrer zu beten. Und wir sind auch wirklich gesehen worden. Wir sind einen Einfluss auf die politische Welt. Und wir freuen uns dort. Und wir sind auch einen Einfluss dort in Durango. Und wir danken jedoch für die Guven, für die Mithilfe, was sie sind gewesen. Sie haben uns finanziell gehalten. Und jene Lehrer kommen einmal hin, predigen. Und wenn uns Ruhe fehlen hat, dann freuen wir durch. So, Dankeschön, Lebenswasser, für auch Port sein, dass wir können Port sein in Durango mit Jüntop. Well, ich weiß nicht, wie viel Leute von Jüntop all gemerkt haben, wo Menschen von der ersten Tag beleidigt sind. Die sind beleidigt über dort, was auf Facebook angeht. Die sind beleidigt, was du auf WhatsApp rumgeschickt, als die mich geliked haben, oder nicht geliked, als die mich unfriended haben, oder nicht, oder als die meinen Freund haben geunfriended oder geliked haben, den sie ein Bild geliked. Wir sind beleidigt über dort, was Biden sagt, über dort, was Trump sagt, oder was Lopez Obrador sagt. Das sind noch ein Teil Dinge, was du Glück von uns nach uns kommen, wir können beleidigt sein. Das Wort beleidigt, ich will das von dem mitbringen, das Offense oder offended. Und ich will die Wirtbrücken, euer, zornig oder doll, die wird du so mitgebrochen, die Wirt. Und ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, dass besonders die Christen, die sind besonders leicht beleidigt. Ich frage mich einmal, wem was ist das? Ich glaube, einmal denkt, wir sind die Christen, wir sollen dort all das erreichen, was in unserer Welt angeht, wir sollen das mal alle treistellen. Wir sollen mal da sein und mal wirklich einen Unterschied machen. Das, was Jana sagt oder was er nicht sagt, wir sollen das mal alle treistellen. Einmal als Christen fallen wir uns dort berauben. Nicht beleidigt. Ich will davon reden, dass in unserer Kultur, dass wir vierten so leicht beleidigt und äußerlich über die Dinge sind. Ich will Craig Rochelle von Life Church Kredit geben für Ideen für diese Botschaft. Und er sagt, du kannst unbeleidigt sein. Wenn wir aufrichtig sind, dann beleidigt uns dort vielleicht auch mehr, wenn irgendwer sagt, du kannst unbeleidigt sein. Du sagst vielleicht, du weißt nicht, was von den Menschen in meinem Leben sind. Die sind kalt, die sind starksinnig, die kritisieren. Und wenn du dann wer sagt, er kann unbeleidigt sein, dann ist uns total unmöglich. In Wirklichkeit, ich sehe nicht so leicht beleidigt. Ich habe dicke Hüte. Bloß wenn wir Margie mit einem Namen hat, oder wenn wir unsere Kinder nicht fern behandeln hat, oder kritisiert unsere Kirche, oder gleicht das nicht, was ich predigen darf, oder die gleicht meine Kleider nicht. So, ich weiß nicht, was ich so leicht beleidigt bin. Als ich anfange zu sehen, werde ich an, dass ich gleich beleidigt werde. Und so werde ich wohl über die nächsten Minuten dann von Beleidigung reden, dann werde ich vielleicht wem durch euch beleidigen. Und wenn ich ihn durch euch beleidigen darf, dann ist das wen, wenn ich will ihn helfen von jener Beleidigung, von jener Euer und von jener Unvergebenheit, hoffentlich kann ich durch so überkommen. Und daher das Titel von dieser Botschaft, nicht beleidigt, oder unbeleidigt. Wollen wir noch beten. Gott, wir danken dir so sehr für deinen Segen, Jesus, und für seine Gnade für uns. Und Gott, wir beten, dass wir die Kraft von deinem Wort und die Neuheit von deinem Heiligen Geist, dass du durch eine Arbeit in unsere Kirche tun.
dass wir in eine gespielte Welt können, eine eingequakt sein. Einig an den Gott sein, in deine Leben mitteilen auf einen Weg, was Lebens ändern. Wir beten das in Jesus sein Namen. Ich will einen großen Gedanken nicht Jakobus 1, Vers 19 haben. Du sagst, Jakobus ist das. Meine liebe Brüder, sieht schwind wie die Sache zum Horchen, über leicht Gott euer Gereden und was nicht leicht doll. Wenn du die als Frauen das, würdest du mit dieser Abgabe. Schwind sein zum Horchen, langsam zum Reden, langsam sein zum Dollsein. In unserer Kultur, wir sind nicht sehr gut in Horchen, aber wir sind sehr schwer bereit, um unsere Meinungen sein, die Rüt bringen und Dollsein über verschiedene Dinge. Wir wollen langsam sein zum Reden und schwind zum Horchen, wenn wir mit Jesus kicken down, das ist das Heilleben leid. Ein interessantes Ding von Jesus, am werden 123 Frauen gefragt, hat bloß 3 Frauen gleich beantworten. Am werden 123 Frauen gefragt, hat die andere 307 Frauen. Wo sei es dort? Weil ich glaube, er wir other focused. Er kickt eine andere. Er wir nicht schwierig, was er zu sagen hat. Er will horchen. Wenn wir denken dann und langsam sind zum Doll sein, glaube ich, euer habt teilgenommen in uns Lebenszeit. Ich habe euer mir bloß Kleinigkeiten, wenn wir vielleicht auf dem Weg verfahren leid, was euer mir, oder wenn ich wem einen Tag schreiben leid, oder phone leid, der beantwortet mich nicht, oder wenn ich auf einem Movie wir und du vertalen ein paar Stück bloß, oder der wird nachher phone nehmen und du sagst nach phone, das wären Dinge, was mich nerven leiden. Aber das fällt sich so, wie das Zeit habt euer teilgenommen in unserer Kultur. Das ist, wenn euer ist alle wehen. Das ist, wenn den Glaubenscup und Facebook, wo du Dinge streiten dat, wo du Dinge rumschicken dat on WhatsApp, als wir uns so impfen oder nicht impfen, als wir so eine Maßbrücken oder nicht eine Maßbrücken, oder wo ein Lehrer seine Autorität überschritten hat, oder sich knien oder nicht knien, beim Ballgame. Die Dinge sind alle Wege, wo wir immer unzufrieden sind. Und das Ding, was wir glauben, wo jeder einer soll immer unzufrieden sein, wir sind ja doch Christen, wir sollen nur mal was mit tun, nicht? Wir sind unzufrieden über die Eierreichte, was du jetzt. Und das ist bloß ein einzelnes Ding über die hunderte Dinge, was du erreicht sind. Und dann nimmst du das noch zu einem anderen Niveau. Du bist doll oder unzufrieden über ein Ding, und wenn ein anderer Mensch dann nicht über das selbe Ding unzufrieden ist, dann bist du noch unzufrieden über deine Freunde, dass die nicht unzufrieden sind über das, was du unzufrieden bist. Ist das so wirklich? Und ich weiß nicht, was du, aber ich fing mich schwer gestiert. Ich fing mich schwer eingeeuert. Und ich glaube, das irrt Gott nicht. Das ist schwer zuzustehen, aber erst vielleicht nicht bei jedem einen so, aber ich glaube, Menschen gleichen ehrlich zu sein. Ich würde nicht sagen, dass die gleichen Worte ehrlich merken dort, aber die gleichen ehrlich zu sein in ihrer Live-Groups, wo die Gruppen taub sind. Einmal sagt, das sind vielleicht meist eure Gruppen, wenn es steht, dass das Live-Groups sind. Nicht? Die haben alle ihre 73 Freunde auf Facebook, schicken Dinge rum. Ja, das ist fern, das ist recht, was Jana sieht. Und dann, wenn wir taub sind in unseren Gruppen, wo wir taub mehr haben mit unserer Familie, unseren Freunden, beim Gym oder auf einem Verein oder wo immer, dann sind wir verdrießlich und da über das solche Ding. Wenn wir ehrlich sind, das gibt uns ein gutes Gefühl. Wenn das merkt uns moralisch Herrschaften, wenn wir sind reich und alle anderen sind reich. Die sind schlecht, aber das ist bloß ein Dummkopf. Wir sind leicht geeuert. Und ich glaube, das irrt Gott nicht. So, ich will dir eine Frage stellen. Was ändert dein Zorn?
Wo erfolgreich bist du damit? Wo geht das? Wenn du leicht gearbeitet bist, arbeitet dort für dich, merkt das die mehr als Jesus. Wie ist den euer anderen in der Gemeinschaft, in einem Leben von Freiheit und Frieden in Christus? Wo erfolgreich bist du? Merkt das die mehr leibtulich? Trägt das Menschen Frieden und Frieden, ein Frieden und friedevolles Leben? Ich würde dir der Antwort sein, in der Bibel nur, das ist nicht. Der Vers, was wir schon lesen werden, in Jakobus 1, Vers 19, ich werde nach den 20. dort auch lesen, da sagt es, meine liebe Brüder, sieht schwind, wie die sagt, zum Horchen, leicht gut euer Gereden und wird nicht leicht doll. Ein Mensch, der in Wort handelt, der nicht wird für Gott reich ist. Die menschliche Euer, oder was immer das ist, die Euer von kleinen Beleidigungen, oder wo du sehr ungewohnt bist, ist nicht dort, was nicht dort, was für Gott reich ist. Die Euer über den, der in anderen Partei gleicht, oder den, der den Finger gibt auf dem Parkenlot, die menschliche Euer produziert nicht die Gerechtigkeit, was Gott will. Wenn du so bist als ich, dann wirst du noch mit dir drei Schüben nicht. Du sagst, mein Euer ist ein gerechter Euer. Mein Euer ist gerecht, wenn ich euerlich sehe über Sinn. Und du bist vielleicht auch. Du hast vielleicht auch so ein Ding aus ein gerechter Euer, der Dinge, was Gott sein Hort prägen hat. Aber ich weiß nicht, was du das gemerkt hast, wenn du euerlich bist über jemand seinen Sinn, das ist immer den anderen seinen Sinn. Hast du das mal gemerkt? Wenn wir wirklich aufrichtig sind, dann würden wir vielleicht nicht sein, dass das ein gerechter Euer wäre. Wir würden vielleicht sein, dass das ein selbstgerechter Euer ist. Wenn als Christen ist das leicht zu kritisieren, über jemand sein Reden. Und wir tun nichts mit uns geistlicher Hochmut. Das ist vielleicht leicht, über jemand seine sexuelle Sinn zu richten. Und wir tun nichts mit uns treten. Heikel, wen beleidigt? Mein Ziel ist, nicht jedem zu kommen. Wir denken, dass uns euer Reich ist, wen Wort, wen das unser ist. Wo erfolgreich ist in euer? Trägt das Menschen in der Gottes Gnade und Gerechtigkeit in Leib? Bringt den Zorn mehr Frieden? Segnet das deine Ehe? Gibt das deine Kinder ein Leben, was sie nur verlieren wollen? Segnet oder kritisiert den Zorn? Aus nur Fall Jesu, muss wir dort kommen, dass wir eure Leute zu der Entscheidung kommen, als ich will mit meinem Euer, als ich will bloß einen Punkt merken, oder als ich will wirklich einen Unterschied merken. Wenn so viele von uns, wir wollen bloß einen Punkt merken und wissen, dass wir reich sind, und wir wollen gleich wirklich einen Unterschied merken. Wenn ich will einen Unterschied merken, dann stelle ich mich unter die. Wir brauchen eine andere Einstellung, ein anderes Denken, das Eierreichte in dieser Welt und unsere Kultur damit arbeiten. Und es steht ans Fleisch, an die Gefallen, an die Emotionen, lernen zu lernen, so wie Gottes Geist uns lernen lassen, was zu tun. Dass wir nicht bloß wollen einen Punkt merken, aber dass wir wirklich einen Unterschied merken. Wir versuchen nicht bloß einen Streit zu gewinnen, wir versuchen Menschen zu gewinnen durch Gottes Gnade im Leib von Jesus. So, du wirst das sehr kluger Mann, der kam zu Jesus und er fragt Jesus eine Frau. Und das ist eine von den Frauen, was Jesus beantworten wird. Er fragt, was ist das wichtigste Ding? Und Jesus ist sein Wort, er kann seine Einstellung. Und fragt, du wirst weiten, was das Wichtigste ist. In Matthäus 22, Vers 37, du sagst Jesus, dann ist das. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Tod gut sein und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das gerade erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dem Glück, du sollst deinen
nur bei großer Gott sein als die selbst. Was du weiten, was wichtig ist, dann du Gott leben mit alles, was du hast, mit alles, was du bist und mit alles, was du das. So, wo das du dort? Wenn du sie nicht kennen, leben das. Wenn du dein mit Leid bewiesen das, die genug bewiesen, und die Gott sein. Als ich da eben nur doch, dann sage ich, dass ich dort nicht ehrlich sein, zum Leben bewiesen. Du bist ich mit Frauen, kann ich ehrlich sein und beständig Gott seine Leben wiesen. Wenn du eben denkst, Jesus sagt, ich kann nicht, dass du sollst reich sein, aber er sagt, dass du sollst leibtulich sein. Wirst du einen Punkt merken, oder wirst du einen Unterschied merken? Du hast irgendwas einmal in uns, wenn das Leib wie man da sein, wie man abgerecht sein, zum was wir tun. Mit all das, was wir hier nicht erreichen und so weiter, wie man abgerecht sein, am wirklichen Unterschied zu merken. Du sagst einen Satz, was in Englisch einmal gebraucht wird, sagt, you don't need to be ticked, or if you want to see somebody lose his, if you see somebody lose his cool, watch him. No. Anyway, nu wat ik hier was, wenn wir wollen sein, wer gut verklappt kriegt, dann sei, wenn er ehrlich worden wird. Wir sein das, wenn irgendwo gerasselt wird, wenn er wer da wird, dann ist eine gute Chance, dass er gut verklappt kriegt. Oder Plizen oder Soldaten, wenn die tun, wo sie gelehrt sind, dann beschäcken sie, aber wenn sie anfangen, dull zu werden, dann gibt es Trouble und kann nicht sehr weit beschäcken. So, wir lernen mit Leib, wir lernen nicht mit euer. Wir versuchen nicht bloß einen Punkt zu merken, aber wir wollen einen Unterschied merken. Heute sind meist keinmal nicht geändert, wenn wir ehrlich sind, wenn wir beschuldigen tun oder rechten tun. Aber vielmehr mit Mitleid, Erbarmen, Erholen und Leib. Wir wollen mit Leib lernen, nicht mit euer. So, wo lieben wir von euer loszukommen, was wir vielleicht Material tun? Ich will Ihnen 2 Gedanken geben, was ich kann sehr helpful sein und dann noch eine Abgabe. Das erste Ding, was ich will Ihnen merken zu tun, ist, du deine Erwartungen von anderen Menschen mal wie draufstellen. Was vielmals passiert ist, wenn jemand lehnt oder die hängen lässt, oder die untergeht, oder kämpft nicht, oder bedankt sich nicht für was du getan hast, oder die fundet die nicht, oder die kämpft nicht für den Geburtstag, oder die kämpft nicht für den Schauer, wenn du wirst für den sind gekommen, und die kämpft bloß nicht für den Ding, dann bist du kannst du sehr geschmerzt sein. Und ich wollte dir sagen, was erwartest du? Hast du keinmal nicht wem hängen gelassen? Das sind Menschen. Und es steht sein, dass ich kann das nicht glauben, dass das wird. Ich kann das nicht glauben, dass das sein wird. Ich dachte keinmal nicht, dass ein Christ wird. Wir müssen daran denken, sind das denn sinnvolle Dinge? Wenn du immer deine Erwartungen hoch hast und glaubst, dass alle Menschen, die immer wollen, gleichen, dann wirst du immer weiter tun wollen. Wenn du weiter weißt, wo Paulus Menschen beschrieben hat zu der letzten Zeit, in 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 4, du sagst dieses dort. Menschen wollen viel von sich holen, um Geld heran sein, sich selbst hochholen, jeden Unsinn, lastern, der Älteren nicht gehorchen, undankbar, unherrlich sein, die wollen sich nicht gut sein und nicht für sein lassen, sich ihren unterspatten und verachten, sich nicht beherrschen und anbahnig sein, dort Gott nicht lieben kann, sich ihren unter verruden, ruchlos und stolz sein, mit dort sie sich selbst anbilden und dort Vergnügen lieber haben als Gott. Und du bist schockiert, wenn irgendwer die nicht findet. Sinnvolle Menschen tun sinnvolle Dinge. Wenn du nicht Jesus bist, dann bist du nicht perfekt. Menschen wollen die hängen lassen. Und ich gleich das nicht zu sein, wenn die wollen viel genug und lang genug mit mir sein,
dann war ich gut auch irgendwo hängen lassen, im Stärk lassen. Und dann verspricht mir, dass die nicht wollen sein, Gott ist nicht mehr wirklich. Er verspricht mir, dass die nicht wollen sein, die Kirche hat mir euch geschmiert. Die Kirche hat die nicht euch geschmiert, Gott ist nicht mehr wirklich. Was passiert ist, eine sinnvolle Person, was nicht perfekt ist, kriegst du nicht was. Du deine Erwartung von anderen Menschen raufstellen. Wenn wir an Jesus in Leben denken, dann könnt verschiedene Dinge sein, begehen durch sein Leben, könnte all sein, und wo reaktionieren mit ein von den Beispielen ist, wo mit der samaritische Frau an dem Baum wir, der hat 5 Männer gehabt und mit dem, was sie nicht tut, wir nicht ermahnen, wir nicht schockiert, benehmen. Sagt nicht, mit so einer kann ich nicht taub sein. Aber sagt nicht, ich kann nicht lernen, was Petrus und Johannes hier schwören, was hier sind, um das vertrauen. Oder wir müssen für die beten, wenn die sich live auf all die Rechte stehen. Was tut er baut die Leben jetzt weiter an. Was wird Frieden geben, was wird nicht gefallen. Und dann haben wir so noch ein Teil andere Geschichten, von wo Jesus seine Jünger nicht Dinge zu holen kriegen und wo sie nicht dort leiden, was Jesus gelehrt hat, aber Jesus verleiht seine kleine Gruppe nicht. Er ging nicht an Facebook und grünzt für Schlag alle Menschen werden. Er vergibt Petrus. Er gibt ihm eine Nähe Abgabe, um seine Schub zu werden. Du fragst vielleicht, wo kannst du so leicht über Beleidigung kommen? Du deine Erwartungen von anderen Menschen draufstellen. Menschen wollen die hängen lassen. Das zweite Ding, was ich die will Mut mehr zu tun, du deine Dankbarkeit gegen Gott seine Gnade hoch abheben. Wir tun unsere Erwartungen von Menschen wie draufstellen und deine Dankbarkeit gegen Gott seine Gnade wie herstellen. Ich würde leicht nicht hängen zu sein von all den Menschen, wer nach Kimmel nicht gesündigt hat. Hast nach Kimmel nicht was anderes getan. Du hast wirklich Gott seine Gnade verdient. Kimmel nicht gelernt, Kimmel nicht wem euch geschmiert, hast nicht lustvoll gekickt, was nicht aufjanzig warst, hast nicht geplüdert von den Freunden, hast Kimmel nicht was anderes getan. So, wo ist das, wo wir sind reich geworden für Gott? In Epheser 2, Vers 8 fingen wir dort. Die sind durch Gott seine Gnade, gerade weil sie glauben, dass das nicht durch ihre Worte, dass das ein Geschenk von Gott, das nicht durch Worte, sondern keiner sich selbst loben kann. Dass das bloß bei Gott seine Gnade, wo wir gerade sind. Dass das bei seinen Erbarmen, dass bei seiner Gerechtigkeit, dass das seine Gnade, was uns reich macht für Gott. Dass das nicht unsere Gerechtigkeit, dass das nicht unsere Worte. Aber du sagst vielleicht, die belügen mich. Ich habe auch gelernt. Die sind stolz. Ich kann auch stolz sein. Die stehlen von mir. Na, ich habe auch gestohlen. Weil ab hier mit meinen Sinnen fertig heben. Aber je weiten, was ich meine. Ich brauche Gott seine Gnade. Ich brauche Gott seine Gnade. Ich leicht hat das einen Stein zu holen. Das hat mir gut gefallen. Ich will das nicht clean merken von all den Videos, was viele von Ihnen vielleicht gerade nicht haben. Ich weiß, wir haben von Politik geredet, wir haben von Freunden geredet, was ich kann unhöflich sein gegen uns. Aber ich weiß, viele von Ihnen gehen gerade nicht eine große Video durch. Vielleicht hat wer ein Kind gemissbraucht. Vielleicht den Ehepartner, was die für Jahre verdrückt haben, sei Ehe geworden, die haben doppelt das Leben gelebt. Und die sind dort nicht Ehe geworden, die sind schrecklich wehgetan. Die haben wirkliche bei dir und das will ich nicht clean merken. Wenn immer wir sind wehgetan und beleidigt worden oder doll sind, dann hast du einen Gedanken, dass ich sie reich, all die anderen sind falsch. Ich sie reich, und die sind auch reich.
Und wenn du nicht abhast, dann wird ihn euer dort reich vor dir, diesen Stein zu holen. Ich wollte diesen Stein nicht schmieden, aber ich wollte ihn hier holen, wenn ich mit einmal viel zu schmieden. Du hast mein Kind weitergetan, ich kann dir auch weitertun. Du hast mich versagt, ich gleich meinen Stein zu holen. In Johannes 8 habe ich die Geschichte, wo eine Frau gesündigt hat. Sie in einen anderen Mann hat eine Hürerie getrieben. Und du wirst eine Gruppe Männer, die waren in der Dal, die hatten ihre Steine und sehen, der ist den Tod schuldig. Die soll gesteinigt werden. Was der Jesus, hat wir nicht schockiert, hat wir nicht surprised, was er anging. Er besiegt die Erde und fängt an zu schreiben. Das Evangelium sagt uns das nicht, aber die Geschichte sagt uns, Tradition sagt uns, Jesus, der schreibt dem Männer ihre Sinn, was er getan hat, und der schreibt er bei ihr. Wenn wir das wieder lesen, dann sehen wir dort, diese Männer von den Ältesten bis den Jüngsten, die verleiten wir alle. Jesus sagt keiner, wenn du nicht gesündigt hast, wer Kämmel nicht gesündigt hat, der kann den ersten Stein schmieden. Du hast vielleicht viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, was Gott sein Wort brechen hat. Und das ist vielmal leicht, dass wir wollen reich vor dir den Stein zu holen, dass ich da sehe. Aber das ist sehr schwer, einen Unterschied zu merken in dieser Welt, wenn ich beständig da sehe. Wenn wir ehrlich genug sind, dann kommen wir vielleicht mal einmal zu einem Punkt, wo Jesus zu uns sagen wird, wir sollen vielleicht mal die Erwartungen von anderen Menschen wie draufstellen und unsere Dankbarkeit gegen Gott seine Gnade abheben. Wegen der Gerechtigkeit Gottes und was du vergibst bist, ist das Zeit, den Stein fallen zu lassen. Das ist Zeit, den Stein fallen zu lassen. Wegen Jesus hat uns nicht beraubt, reich zu sein, er hat uns beraubt, einen Unterschied zu merken. Ein Ziel ist nicht bloß einen Punkt merken, aber einen Unterschied. Mein Ziel ist nicht, die Amt zu reden, nur eine vergängliche Sache und so zu glauben merken, was ich da. Aber mein Ziel ist, dass du die Leute von dem, was sein, was mein Leben geändert hat, und dort ist Jesus. Jesus ist schwer zum Horchen, er ist langsam zum Reden, er ist langsam zum ehrlich sein. Wenn Jesus so lebt und so lebt, dort ist es auch wel Leben und Leben. Wegen menschlicher Euer, mein Euer, dein Euer produziert nicht die Gerechtigkeit, was Gott will. So Kirche, weil wir immer das sein, weil wir mit Leben lernen, weil wir zu dieser Zeit in dieser Welt einen Unterschied merken. Gott kann die Brücken, weil wir mit Leben lernen. Weil wir nach Tod beten. Vorher wir Frauen und beten, dass dein Heiliger Geist wird in der harten arbeiten. Gott, ich fange mit mir an, was du mir vergeben, wenn ich gleich beleidigt und geäuert sie. Und lehrt mich auf einen Weg von Heilung und Mitleid und Erbarmen, von Gnade und von Leib. Ich will nicht bloß einen Punkt merken, aber ich will, dass Gott mich kann brücken, einen Unterschied zu merken. Aus einem kleinen Teil von Christus den Körper, was du uns helfen, so zu sein und so zu leben, als du das. Gott, wo immer wir sind, weitergetan, beleidigt worden, Gott, help uns, die zu vertrauen, dass du was rechten. Wenn du was hast, dass wir sollen was tun, gib uns die Kraft, das ein Leben zu tun, genug zu beweisen. Wenn wir die Wort vom Wahrheit reden, dass wir die Wahrheit mit Leben, dass die Wahrheit mit Leben geredet sind. Gott, help uns zu heilen, help uns die kleine Beleidigung zu überkommen und auch die große zu vergeben. Help uns so zu leben, als du gelebt hast. Amen. Amen. Ich würde Frauen at Job stehen. Dankeschön, Pastor Ben. Nächste Woche wir ein bisschen Zeit haben, wir haben ein Gebet fehlt, unser Prayer-Team wird hier noch fertig kommen. Und sie sind willig, für ihn zu beten, was immer da in ihrem Leben angeht. Vielleicht hast du Zeit, dass wir von ihnen auch sagen, ich lade den Stein voll.
Mir ist es interessant, dass wir durch im Leben gehen und wir sagen, ja, ich habe verjäft, aber keiner haben wir den Stein hier, wann mir das auf einmal so viel. Und wenn das du bist, sieht nicht bleibt, kommen auf Erde, sind hier rein, Tim für ihn zu beten. Ab dem Wachgerät und beide Seiten der, das sind die Offering-Dosen. Je kann eine Offering geben, wenn ihr was habt mitgebracht und Gott ist sehen für dort und Gott ist sehen, weil jeden Tag, alle Pastor zu ihnen, sei wann es war.